Ich bin da. Wer noch? Es ist Samstagmorgen und wie immer hockt das Dino-Baby im Kindersitz vor dem Fernseher, während Dino-Mama Franny mit dem Haushalt beschäftigt ist. Nun ist es wieder Zeit für unser Wissenschaftsmagazin. Fragen Sie Herrn Eidex. Guten Morgen, Kinder. Morgen, lieber Herr Eidex. Guten Morgen, lieber Herr Eidex. Was bringen Sie uns heute bei? Ja, Timmy, was glaubst du wohl, was passieren wird, wenn wir Kaliumnitrat mit Holzkohle und Schwefel mischen? Weiß nicht, hab nicht die geringste Ahnung. Dann brauchen wir einen neuen Timmy. Es passiert überhaupt nichts, kein bisschen. Warte, Timmy, wir helfen etwas nach. Dann wirst du gleich Feuer und Flamme sein. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Timmy. Oh. Sag's, ich warte. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Timmy. Ja. Stark. Echt. Ist dein Ist Brei ein auch? Breisaft. Erst Brei, dann Saft. Erst Saft. Dann Brei? Halt sie. Ah, natürlich, der darf alles. Hier kommt dein Saft. Wer von euch passt mal kurz auf euer Brüderchen auf? Robby ist dran. Ich war doch gestern dran. Vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft. Und sorgt dafür, dass er seinen Brei isst. Na gut, wird gemacht. Ja. Aber unser Dino-Baby hat mal wieder nur Unsinn im Kopf und wirft den leckeren Dino-Brei auf den Boden. Was, Ihr müsst mich lieb haben, klar? Klar. Oh. Das Du machst machst du das weg. weg. Du machst das weg. Ich muss nach oben, Charlene. Warte, ich muss auch nach oben. Bruder, Schwester, Baby ist allein. Die Dino-Kinder Charlene und Robby gehen ins Wohnzimmer und hören Musikkassetten. Das Dino-Baby ist nun allein in der Küche, rollt mit dem Kindersitz zum Kühlschrank und öffnet ihn mit einem großen Kochlöffel. Dann macht es sich über den Inhalt her und frisst alles, was ein Dino-Baby-Herz erfreuen kann. Eiscreme, Schokolinsen, Weingummi, Torte, Kekse und zum Schluss, als nichts anderes mehr im Kühlschrank ist, sogar noch ein ganzes Pfund Zucker. Und 5 Minuten später betritt Dino-Papa Earl die Küche. Franny, wo ist denn der ganze Zucker hin? Fran, wo steckst du schon wieder? Was war das? Jetzt entdeckt Dino-Papa Earl sein Dino-Baby, das zitternd und zähneklappernd unterm Küchentisch sitzt. Hast du diesen Dreck gemacht? Papa, Schüttelfrost. Ich mach das jedenfalls nicht weg. Aber Earl... Was heißt aber, Earl? Ich bin bloß auf dem Weg zur Arbeit hier durchgekommen. Ich bin oben gewesen und habe Robbys und Charlines Betten gemacht. Ich kann doch unmöglich mit 3 Kindern gleichzeitig klarkommen. Habt ihr ja gesagt, 2 Kinder reichen, aber nein. Nun sind die zu dritt und wir zu zweit. Da werden wir immer verlieren. Earl, du sprichst über unsere Familie. Entschuldige mal, aber auf Kind Nummer 1 und 2 war ich vorbereitet. Die haben wir geplant, haben sie pünktlich bekommen und ich habe gedacht, damit wäre die Familie komplett. Aber nein, auf Gleis 3 fährt unplanmäßig ein Sonderzug ein. Und zwar ohne jede Vorwarnung. Ach, komm her. Ich bin das Baby, ihr müsst mich lieb haben. Ich bin der Papa, muss zur Arbeit. Gib mir einen Kuss. Dein Papa muss sich einfach mehr mit dir beschäftigen, damit er alles an dir vom Kopf bis zum Zeh genauso gut kennenlernt wie ich. Auch meine Beule? Du liebe Güte, was ist denn das? Es ist nicht zu fassen. Innerhalb von Minuten hat sich auf dem Kopf des Dino-Babys eine riesige Beule gebildet, die wie ein spitzes goldenes Horn in die Höhe ragt. Dino-Mama Franny ist darüber so besorgt, dass sie gleich einen Arzt nach Haus bestellt. Ich verstehe es einfach nicht. Zuerst war es bloß eine winzige Beule. Was kann das sein? Wollen Sie meine Meinung als Arzt hören? Ja. Ich halte es für ein goldfarbenes, spitzes Ding. Natürlich müsste man noch die Laboruntersuchungen abwarten. Es sieht aus wie ein Horn. Ja, da ist was dran. Lasst mal sehen, wo. Wie kann sowas kommen? Tja, ausgehend von seiner Farbe und Größe dann...
Habe ich nicht die geringste Ahnung. Naja, er hat heute früh viel Zucker gegessen. Nun, habe ich auch, aber habe ich jetzt so eine alberne Goldspitze am Kopf? Na, also viel Glück jedenfalls. Doktor, Augenblick, Sie werden das doch nicht etwa weitererzählen. Aber ich bitte Sie, ich bin Mediziner. Die ärztliche Schweigepflicht verbietet mir absolut und strengstens irgendwem, irgendwann, irgendwas davon zu erzählen. Doch der Arzt kann schweigen wie der Reporter einer berühmten Tageszeitung. Und so verbreitet sich die Nachricht des goldenen Dinohorns innerhalb kürzester Zeit im gesamten Dinotal. Sag mal, was macht dein Goldpickelbaby? Geht's ihm gut? Plötzlich ein Baby und gut mit Golderziehung. Sehr witzig, wirklich sehr komisch. Lacht euch mal alle über den Schmerz und das Leid meiner Familie schief und krumm. Tut uns wirklich leid. War nicht so gemeint, ehrlich. Zum Glück ist das wegen mir passiert. Der heute wieder empfinden. Kann man ja verstehen. Jetzt bist du dran, mein bester Freund auf der Welt. Willst du nicht auch noch irgendeinen Witz über meinen Sohn loslassen? Aber über sowas mache ich doch keine Witze, Earl. Soll ich dir was verraten? Ich habe noch nicht vielen davon erzählt, weißt du. Aber als ich geboren wurde, da hatte ich ganz kurze, schlaffe Stummelärmchen. Roy, du bist ein Tyrannosaurus. Was willst du damit sagen? Gar nichts. Ich weiß jedenfalls, dass mein Leben mit 2 Kindern nur halb so schwierig war wie heute. Ist es nicht schrecklich, sowas zu sagen? Warum wählt man mich immer als Letzten in die Kegelmannschaft? Ei, ei. Als Dino-Papa Earl an diesem Abend nach Hause kommt, ist seine Laune auf dem Tiefpunkt. Und er begibt sich sofort in die Küche, um mit seiner Dino-Frau Franny etwas Ernsthaftes zu besprechen. Fran, ich will, dass das Ding von seinem Kopf verschwindet. Ist mir völlig egal wie, Hauptsache es ist weg. Wie war dein Tag, Schatz? Säg es ab, Fran, säg es jetzt sofort ab. Ich säge kein Stück vom Kopf unseres Kindes ab. Aber meine Kollegen nehmen mich schon auf den Arm. Das kann doch kein Grund sein, Earl. Aber das hier dürfte als Grund wohl genügen, nehme ich an. Wo hast du denn das her, Ethel? Ein Saurier in schwarzer Kutte hat das abgegeben. Oh nein, Papa, was ist das? das ist die amtliche Schriftrolle mit dem amtlichen roten Band. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich vorgeladen bin. Das Gremium der Ältesten. Das in der finsteren Höhle des Schicksals tagt, tief im Innern des Berges der Verzweiflung, eine Querstraße hinter der Boutique für Übergrößen. Lädt hiermit den Bürger Earl Sinclair Was habe ich getan? Was habe und ich nur seinen getan? jüngsten Sohn vor. Wusste ich doch. Ich hab dir gesagt, er macht nur Ärger, habe ich gesagt. Aber er ist doch so ein süßes Kerlchen, hast du gesagt. Da. Und nun das. Das kapiere ich nicht. Was ist denn so ätzend an so einer Höhle voll Grufti? Ja. Dort lauert das Grauen. Von da kommt niemand zurück. Man wird gezwungen, seinen eigenen Kopf abzubeißen. Earl, beruhige dich. All diese wilden Geschichten über selber den Kopf abbeißen und so sind doch bloß dumme Gerüchte, nichts weiter. Dino-Papa Earl schlottern die Knie, als er sich mit dem Dino-Baby in die Höhlen des Schicksals begibt. Das Gremium der Ältesten besteht aus 3 alten Dinos in braunen Mönchskutten. Sie sitzen bei Fackelschein an einem großen Tisch und sehen das gehörnte Dino-Baby prüfend an. Hallöchen. Schweig still! Schon dabei. Bist du der Vater dieses gehörnten Kindes? Ob ich der... Ui. Ja, bin ich, ja. Aber verlangt nicht, dass ich mir den Kopf abbeiße. Ich hab's im Vorraum geübt, aber ich komme bloß bis zur Unterlippe. Schweig still! Gemacht, schon dabei. Bist du dir der Bedeutung dieses goldenen Horns bewusst? Nein. Aber ich könnte mir den Fuß abkauen, wenn ihr wollt, oder? Höre aus dem heiligen Buch des Dinosauriers die Weisheit, die vom Anbeginn der Zeiten überliefert wurde. Und sehet, es wird kommen ein Knabe, auf dessen Haupt ein goldenes Horn wächst. Und er wird König der Dinosaurier sein. König? Er wird von einer edlen Mutter geboren und sein Vater wird tapfer und weise sein. Gib mal den Tintenkiller. Sein Vater wird ein absoluter Vollidiot sein. Darf ihr denn das? Und dieses goldene Kind wird überall verehrt werden. Hast du das gehört, Junior? Will ich wieder nach Hause? Nein, aber nicht doch. Und von seinen Lippen wird perlen in schlichten Worten die reinste Wahrheit. Will aber nach Hause. Junior, halt dich zurück. Preiset den König der Dinosaurier. Sehet, sein Antlitz ist von Weisheit umwölkt.
Hey, ist das euer Ernst, Leute? Schweigt still, er will uns etwas verkünden. Habt ihr in die Windeln gemacht? Es ist kaum zu glauben. Das Dino-Baby wird vom Gremium der Ältesten zum König der Dinos gekrönt und hockt 2 Tage später wieder im Dino-Haus in seinem Kindersitz, während alle Fernsehkanäle von dieser Sensation berichten. Die Ankunft des Königs, Tag 2. Hier ist unser DNN-Korrespondent Mario Marionette. Guten Abend. Wie im Heiligen Buch des Dinosauriers vorhergesagt, wurde jetzt ein Knabe mit einem goldenen Horn entdeckt und zum König gekrönt. Ein kurzer Rückblick auf die gestrigen Ereignisse. Wir grüßen den König. Mach nie mehr Mittagsschlaf. Heute hält der König in seinem Elternhaus Hof, wo Tausende herbeiströmen, um dem jungen Monarchen zu huldigen und das heilige Horn zu berühren. Macht Platz, lasst mich durch, der Vater des Königs muss durch. Nein, 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 stellt euch an, schön anstellen. Dieses Volk. Da ist er ja. Wie geht's denn Papas kleinem Monarchen? Ich will jetzt pennen, Papa. Oh, schwer ist das Haupt, das die Krone trägt. Es ist Zeit für seinen Mittagsschlaf. Ach, Unsinn, Frau des Vaters des Königs. Bei wichtigen Staatsgeschäften gibt's keinen Mittagsschlaf. Unser kleiner Monarch muss seine Untertanen empfangen, muss Urteile fällen und für Sportartikel werben. Prinz Robert? Ja, Papa? Du könntest Prinzessin Charlene beim Einlass des Volkes zur Mittagsaudienz unseres geliebten Königs etwas unter die Arme greifen. Kannst du vergessen. Denkst du etwa, mein kleiner Bruder ist für mich ein König, nur weil ihm so ein komisches Horn aus der Birne sprießt? Und die Dinosaurier da draußen sind alle Kamele. Ist dir aufgefallen, dass unter den Kamelen ein paar flotte Raupen sind? Ah, Eure Majestät, ich eile. Oh, da ist ja Herr Krötenschild mit 2 von deinen Kollegen. Tag. Wir wollten unserem König die Ehre erweisen. Ach, sieh an, wen haben wir denn da? Die 3 Weisen aus der Arbeitswelt, die noch ein paar schlechte Witze über meinen Sohn reißen wollen. Den königlichen Hutständer. Nein, wir bringen ihm Geschenke. Ach ja? Gewürze aus dem kalten Norden. Seide aus dem fernen Osten. Und ein großes Plastikfeuerwehrauto mit Leitern und mit echten Wasserschläuchen. Warum bei euch plötzlich die Großzügigkeit ausbricht, ist wohl klar. Ich weiß aber nicht, ob der König Geschenke annimmt. Klar nehme ich die an. Tut uns wirklich furchtbar leid, dass wir Witze gerissen haben. Ja, das war bloß so dahergeredet. Wir haben ja nicht ahnen können, dass der Kleine sowas Besonderes ist. Ich wusste es. Ich hab's immer gewusst. Genau seit dem Tag, als er geschlüpft ist, wusste ich, dass ich der Vater eines umwerfend außergewöhnlichen Geschöpfes bin. Am Abend ist die gesamte Dino-Familie fix und fertig. Denn einen Dino-König im Haus zu haben, erfordert starke Nerven. Oh Mann, unsere Könige am Stiel verkaufen sich wie wild. Seht euch nur den Fußboden an. Ich glaube, ganz Pangea ist durch dieses Zimmer gerannt. Das Tagewerk eines Monarchen nimmt so schnell kein Ende. Du sagst es, hier wartet noch ein besonders treuer Untertan. Hallo, mein Freund, ich bin's nur. Roy, komm her. Schön, dass du uns besuchst. Kommst du auf ein Bierchen und einen Plausch bei Hofe? Nein, eigentlich wollte ich einen Augenblick mit dem König sprechen, wenn es dir nichts ausmacht. Komm, Onkel Roy. Natürlich macht es mir nichts aus. Du bist immerhin ein guter Freund des Hofes. Der beste Freund. Ich möchte ja nicht gegen die Hofsitten verstoßen oder sowas, aber könnte ich mit dem König allein reden? Ja, ich denke schon. Wenn du willst, geh einfach zu ihm hin. Danke. Seid mir gegrüßt, Eure Hoheit. Du mir auch. Nach dem, was ich so gehört habe, besitzt ihr nun als König, vielleicht irgendwelche unnatürlichen, übernatürlichen Zauberkräfte. Wie geht's, wie steht's? Ganz gut. Und ich hatte gehofft, ihr könntet euch vielleicht dazu herablassen, mir einen Wunsch zu erfüllen. Was? Nein, vielen Dank. Mir ist natürlich klar, dass ich ein Tyrannosaurus bin und dass ich als Tyrannosaurus mit meinen gewaltigen Kiefern alles zermalmen kann, was mir in die Quere kommt. Aber, um ganz ehrlich zu sein, ich wollte immer gern Klavier spielen können. Mit Messer und Gabel essen und mal als allererster in die Kegelmannschaft gewählt werden. Bist du ein Feuerwehrauto? Nein, ich möchte gern längere Arme. Könntet ihr das wohl für mich tun? Komische Arme. Ja, ich weiß, die sind komisch. Ich mag sie. Ach, wirklich? Ich mag dich. Ist das wahr? Mhm. Also ist mein Wunsch dumm, hä? Dummkopf. Ja, vermutlich habt ihr recht. Onkel Roy. Ja. Danke.
Hey, alter Freund, du hast einen spitzenmäßigen König. Ja, vielen Dank, Roy, altes Haus. Ja, du hast recht, hab ein ganz tolles Kind. Also bis... Ah! Plötzlich blitzt es auf im Raum und aus einer übel riechenden Rauchwolke tritt ein alter Dino, gekleidet in eine braune Mönchskutte. Ich komme, um das Kind zu holen. Was heißt das? Wovon reden Sie? Er ist der König. Er muss zu uns in die Höhle des Schicksals, wo wir ihn zum Herrscher erziehen werden. Sind Sie etwa der Meinung, mein Mann und ich, wir würden hier einfach rumstehen und mit ansehen, wie Sie unser Baby wegschleppen? Wer sich dem Willen der Ältesten widersetzt, wird in die glühende Lava der Verzweiflung geworfen und wird in den nie verlöschenden Flammen des Jammers bis in alle Ewigkeit unaussprechliche Qualen erleiden. Bis dann. So kommt es, dass das Dino-Baby vom Gremium der Ältesten in die Höhlen des Schicksals zurückgebracht wird. Und ins Haus der Dino-Familie zieht Trauer ein. Es schmeckt klasse. Hab jetzt nicht auf mir rum. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ach, Charlene, ist schon gut, mein Schatz. Deine Mutter kann sich bloß noch nicht damit abfinden, dass dein kleiner Bruder nicht mehr bei uns ist. Ach so, ich verstehe. Gut. Robby? Oh, ja, und ab. Nicht die Mama, nicht die Mama. Das ist einfach nicht das Gleiche. Klar, der falsche Topf, oder? Es liegt nicht am Topf. Wird nie mehr wie früher. Nein. Also vergiss es. Soll ich dich vielleicht mit Essen bewerfen? Das ist wirklich nett von dir. Aber das ändert auch nichts daran, dass mein Baby nicht mehr da ist. Oh. Der Kleine ist jetzt bestimmt an einem wunderschönen Ort, führt ein wunderschönes Leben und kriegt alles, was er nur haben will. Weißt du... Nur, dass ich es nicht bin, der ihm all die wunderschönen Sachen gibt. Robby, Charlene, lasst uns mal einen Moment allein. Klar. Ja, ich probiere den Topf an Charlene aus. Es ist allein meine Schuld, Fren. Ich hab gesagt, ich wollte kein drittes Kind haben. Hab gesagt, 2 Kinder wären genug. Wie konnte ich nur so furchtbar dumm sein? Wenn du wieder ein drittes Kind haben willst, gibt es bloß eine einzige Möglichkeit. Nein, ich bin wirklich nicht in der Stimmung für sowas. Aber ich könnte in Stimmung kommen. Mix einen schönen Cocktail, kratz mir den Rücken. Nichts da, du gehst jetzt in die Höhle und bringst unseren Sohn zurück. Ach so, ja, schon gut. Ich werde einfach dahin gehen und unseren Kleinen wieder zurückverlangen. Und zwar auf der Stelle. Und Dino-Papa Earl macht sich sofort auf den Weg zu den Höhlen des Schicksals. Bevor er aber zu seinem Dino-Baby vorgelassen wird, muss er warten und warten. Denn noch viele andere Dinos haben eine Audienz beim König, um ihre Wünsche vorzutragen. Nummer 4077. Ach da, also ich will eigentlich nur meine Garage um eine Etage aufstocken. Aber weil mein Nachbar behauptet, ich versperre ihm damit den Ausblick, kann ich keine Baugenehmigung bekommen. Um es kurz zu machen, könntet ihr mir eine Erlaubnis verschaffen? Küss die Puppe. Ja, gern. Die Erlaubnis ist erteilt. Berührt das Horn und geht. Danke vielmals. Ich danke euch, ich danke euch, ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Auch im Namen meines Bauunternehmens. 4078. Ich will gegrillten Weißfisch. Was denn? Ist das nicht die Höhle zum leckeren Aal? Dies ist die Höhle des Schicksals. Hab mir 16 Stunden lang die Beine in den Bauch gestanden. Was willst du von uns? Ich wollte mich gemütlich hinsetzen und... 4079. Das bin ich. Tritt vor den König und nenn dein Begehr. Du hast 3 Minuten Zeit. Nicht die Mama. Er kennt mich noch. Nicht die Mama. Niemand sagt das so lieb wie er. 2 Minuten. Ich bin hier, um dich nach Hause zu holen. Aber die Wache da draußen am Eingang hat gesagt, dass ich das nicht darf, mein Sohn. Er ist nicht dein Sohn, er ist der König. Du hast noch 1 Minute. Ich habe dich wohl nicht immer besonders königlich behandelt. Du warst frisch geschlüpft. Du warst mein drittes Kind und deine Mutter sagt, ich hätte mich viel mehr mit dir beschäftigen sollen. Dann bist du König geworden, sie haben dich weggeholt und jetzt ist es leider zu spät. Aber eins sollst du wissen, auch wenn dich diese Kerle hier für den König halten, wegen deines Horns, bleibst du doch immer mein Sohn. Deine Zeit ist um. Berühre das Horn und entferne dich. Oh, habt ihr das gesehen? Oh nein.
Junge, dein goldenes Horn, es fällt ab. Du brauchst dein Horn, um König zu sein. Ohne Horn bist du bloß noch mein Sohn. Papa. Papa. Dino-Papa Earl ist überglücklich und nimmt sein geliebtes Dino-Baby in die Arme, um es wieder nach Hause zu tragen. Und so kehrt in die Dino-Familie wieder der Alltag ein. Das Dino-Baby hockt wie gewohnt im Kindersitz vor dem Fernseher und lauscht interessiert den Nachrichten. Der Königsschwindel, Tag 1. Es berichtet Mario Marionette. Tausende sind entsetzt, weil heute völlig unerwartet das goldene Horn des Sinclair-Babys abgefallen ist. Das Horn, zunächst als Vorbote eines goldenen Zeitalters für alle Dinosaurier gedeutet, entpuppte sich mittlerweile als horniger Pickel. Was mache ich nun, Herr Eidex? Was mache ich mit dem vielen Nitroglycerin? Wir brauchen einen neuen Timmy. Ganz einfach, Timmy. Du schüttest es in diesen großen Mixer da rein, während ich mich hinter diesen dicken Bleischild zurückziehe. Ja, mache ich. Komm, sag ich! Wir brauchen einen neuen Timmy. Es ist Freitagmorgen und das Dino-Baby hockt wie immer im Kindersitz, während Dino-Mama Franny und die Dino-Oma den Frühstückskaffee zubereiten. Guten Morgen, Familie. Wer liebt mich? Nicht die Mama. Nun habe ich's aber endgültig satt. Jetzt ist Schluss mit diesem Nicht die Mama. Ich bin nicht dein Nicht die Mama, ich bin dein Papa. Und zwar der einzige, den du hast. Und so will ich auch genannt werden. Also sag Papa. Los, sag Papa. Na schön. Sag Pa. 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 Papa. Papa. Fren, komm mal her. Oh, Fren. Papa. Oh, er liebt mich, hörst du? Papa, Papa. Papa, 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 Papa. Nicht die Mama. Ich gehe heute nicht in die Schule, Mama. Warum nicht? Fühlst du dich nicht wohl? Nein, ich fühle mich klasse. Mir geht's super. Mir fehlt absolut nichts. Ich werde nur nie wieder das Haus verlassen. Habt ihr verstanden? Hast du irgendwelchen Kummer, Prinzessin? Nein, ich habe keinen Kummer. Zufälligerweise bin ich sogar echt gut drauf. Gib dem Baby einen Kuss. Halt die Klappe. Und hör auf, rumzubrüllen. Wird gemacht. Gut. Du hast doch irgendwas. Da braucht man kein Genie zu sein, um das zu merken. Sonst hättest du es ja wohl kaum gemerkt. Ist wirklich alles in Ordnung mit mir. Allerdings ist mein Leben nicht so einfach gestrickt, als dass ich meine innersten Gefühle in deiner Sprache ausdrücken könnte. Bei allen Mädchen in der Klasse wächst der Schwanz, bloß ihrer nicht. Oder ist das zu einfach ausgedrückt, Stummelschwänzchen? Ja! Aufhören! Lass los! Aufhören! Schluss jetzt, Kinder, hört auf! Vertragt euch! Charlene, wenn du ihm den Kopf abbeißt, kannst du was erleben. Oh Mann, ich hab Mädchenspucke am Hals, Igitt. In meiner Klasse duschen. gehörte ich auch zu den Mädchen, denen der Schwanz erst sehr spät gewachsen ist. Aber wie du siehst, habe ich trotzdem einen so wunderbaren Mann wie deinen Vater gefunden. Es geht gar nicht um einen Schwanz. Das blöde Ding ist mir völlig egal. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie lang und prächtig dein Schwanz wird. Irgendwann sieht er dann trotzdem mal so aus wie meiner. Hör auf, Ethel. Pack das Ding wieder weg. Ist mir doch egal, ob ich die Einzige in der Klasse bin, die noch ihr kleines blödes Stummelschwänzchen hat. Ha! Es ist mir auch vollkommen egal, ob die Jungs mir nachpfeifen oder nicht. Oh, nicht doch. Du darfst nicht so ungerecht sein, mein Liebling. So schlimm sind die Jungs doch wirklich nicht. Was ist denn an einem Schwanz eigentlich so besonders? Überhaupt nicht. Ach, ich finde euch alle drei ätzend. Wir müssen mit Charlene über ihren Schwanz sprechen. Aber sie ist doch noch ein Kind. Das Thema hat noch ein paar Jährchen Zeit. Aber ihren Freundinnen wächst der Schwanz schon und deshalb macht sie sich Quatsch, Sorgen, dass... glaub mir, Fren, sie denkt noch gar nicht an sowas. Sie ist doch noch ein kleines Mädchen. Wie alt ist sie? 7? Sie ist 12, Earl.
7, 12. Es geht gar nicht um ihren Schwanz. Das ist nämlich ein typisches Frauenproblem. Aber da sie noch keine Frau ist, kann sie das Problem nicht haben. Und wenn sie es hätte, dann würden wir nicht vor Robbie darüber sprechen. Verstanden, ich gehe. Warte, ich gehe mit. Dino-Sohn Robbie eilt zur Schule und Dino-Papa Earl macht sich auf den Weg zu seinem Arbeitsplatz, einer riesigen Baustelle im tiefen Wald. Dort werden heute 2 attraktive Sekretärinnen neu eingestellt, die Dino-Freund Roy sofort auffallen. Hallo, hui, wen haben wir denn da? Hallo, meine Süße. Hör mal, Earl, wir sollten uns mal schleunigst die neu eingestellten Sekretärinnen ansehen. Hör auf damit, Roy, ich bin doch verheiratet. Hey, sieh dir mal den Superschwanz von der da an. Hoch damit, nicht schleifen lassen, hoch damit. Hey, und guck dir die mal an. Weißt du was? Die sieht doch fast aus wie Charlene, wenn Charlene einen Schwanz hätte. Hey, was sollte das denn? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Schon vergessen, alter Freund. Oh, ich glaube fast. Die Kleine da hinten steht irgendwie auf mich. Meinst du die haarige da mit den Stoßzähnen? Nein, ich meine die wie Charlene aussieht, wenn Charlene einen Schwanz hätte. Hey! Earl! Ich will mich ja nicht in deine Privatangelegenheiten mischen. Aber stört dich vielleicht irgendwas? Nicht, dass ich wüsste, Roy. Charlene? Charlens Schwanz? Hey! Schon wieder! Na also, ich wusste doch, du hast irgendwas. Oder nicht? Charlene ist viel zu jung für einen Schwanz. Sie ist noch ein kleines Mädchen. Ich will ja keine Dose Würmer aufmachen, Earl, aber ist sie nicht schon seit 12 Jahren ein kleines Mädchen, hm? Na und? Naja, manchmal wächst so ein Kind eben heran und der Vater, der normalerweise vielleicht kein empfindsamer Typ ist, wird plötzlich über Nacht empfindsam und merkt, dass aus seinem kleinen Mädchen eben eine vollreife, erwachsene Tomate geworden ist. Eine Tomate? Von wem redest du eigentlich? Von jemandem, den du nicht kennst. Am frühen Abend hockt die Dino-Familie mal wieder vor dem Fernseher und wartet auf Dino-Papa Earl, der eigentlich gleich von seiner Arbeit heimkehren müsste. Viel zu kompliziert. Immer mittwochs um 8. Mann, oh Mann. Schon wieder so ein Schwachsinn. Oh, Mutter, du bist ja immer noch sauer, weil sie die Urwaldklinik abgesetzt haben. Ich bin da. Hallo, Papa. Oh, hallo, Prinzessin. Hast du schön mit deinen Puppen gespielt? Ja, na klar. Papa, ist irgendwas mit der Post für mich gekommen? Oh, weiß nicht, kann sein. Ich muss mal nachsehen. Also, die Wasserrechnung, Gas, Strom. Tut mir leid, Kleines. Oh nein, Moment, warte. Ja. Sieh dir das hier an. Ja. An Fräulein Charlene Sinclair vom Prothesenversandhaus Schweif und Söhne. Hier, bitte. Danke, Papst. Hey, was ist denn da drin? Puppenhaus. Toll. Meine Tochter. Na, wie geht's denn meiner mich liebenden Familie? Robbie, hast du schon irgendwelche Pläne fürs Wochenende? Also eigentlich wollte ich ja Conny de Salvo einladen, aber ich habe leider nicht genug Geld, um ihr etwas bieten zu können. Wie viel? Naja, 10 Dino-Mark für ein super Abendessen und meine Chance auf einen Abschiedskurs würde mächtig steigen, Papa. Steck ein, mein Junge. Ist wirklich gut angelegt. Earl Sneed Sinclair. Ach, Fran, er ist jung und muss sich erst noch die Schuppen abstoßen. Und dann bittet er seinen Vater um etwas Unterstützung. In diesem Moment öffnet sich die Tür und Dino-Tochter Charlene betritt stolz die Wohnstube. Aber es verschlägt der übrigen Dino-Familie die Sprache. An Charlens Hinterteil klebt ein langer, giftgrüner, künstlicher Schwanz. Oh. Oh. Oh, Charlene! Also ich finde, heute ist ein ganz bezaubernder Abend. Charlene, du siehst heute wirklich sehr hübsch aus, aber ich kann mir nicht helfen. Irgendwas ist verändert an dir. Oh, hey, Charlene, bei dir klebt da irgendwas am Heck. Robbie! Lass mich sofort los! Oh, tut mir leid, brauchst du vielleicht ein bisschen Oberkleber? Robbie? Au, 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 au! Robbie, du gehst auf dein Zimmer. Geh schon, mein Sohn. Charlene, möchtest du mit deinem Vater und mir darüber sprechen? Hm? Nein. Schade, aber wie du willst. Na los, Junior. Ab ins Bett. Sag mal, Charlene, findest du das nicht lächerlich, wie du dich benimmst? Aber ich will einen Schwanz haben. Liebling, hör zu. Denk doch mal in Ruhe darüber nach. Ist denn ein Schwanz wirklich so furchtbar wichtig? Ja. Wer sagt das? Die ganze Welt. Die Zeitschriften,
Filme, das Fernsehen. Charlene, der Schwanz, der dir mal wächst, kann nie so wichtig sein wie dein Kopf und das, was drin ist. Und du hast einen klugen Kopf. Es wundert mich, dass du ihn nicht benutzt. Mama, die ist doch auch als Letzte in der Klasse der Schwanz gewachsen. Wie war das für dich? Naja, weißt du, das ist schon ziemlich lange her. Ich weiß nur noch, ich bin ganz ruhig und gelassen gewesen. Deine Mama hat versucht, sich vom Dach zu stürzen. Mutter. Aber damals wog sie 2700 Pfund und da ist das Dach zusammengekracht. Sie ist genau auf Opa Louis gefallen, der dabei war, seine Pfeife sauber zu machen. Die Pfeife war nicht mehr zu finden, aber Opa Louis wollte sowieso mit dem Rauchen aufhören. Jedenfalls eins ist sicher. Dein Schwanz kommt, wenn er kommt. Und bis dahin solltest du dir überhaupt keine Gedanken machen und jeden Moment deines Lebens genießen, mein Kind. Werd's versuchen. Wo gehst du hin? Aufs Dach. Am nächsten Morgen erlebt die Dino-Familie eine neue, große Überraschung. Dino-Tochter Charlene betritt die Küche und präsentiert der verblüfften Familie erneut einen Schwanz. Diesmal aber wahrlich einen schöneren. Guten Morgen alle miteinander. Oh, na sowas. Hast dir wohl gleich ein ganzes Sortiment davon gekauft? Spar dir die Witze, Idiotosaurus. Der ist nämlich echt. Der ist echt. Was? Das gibt's doch nicht, Igitt. Ich hab den Schwanz meiner Schwester angefasst. Charlene, ist der wirklich echt? Ja, er ist mir vergangene Nacht gewachsen. Oh, Mama, ist der nicht wunderschön? Kind, ich freue mich ja so für dich. Ist der nicht wunderschön, Earl? Wie lange glaubst du, wird's dauern, bis die Jungs merken, dass ich einen Schwanz habe? Oh, da kommen die Jungs, yeah! Unsere kleine Charlene ist jetzt erwachsen. Sie ist wirklich erblüht. Oh, sie ist eine Tomate. Und wie stolz ist Dino-Tochter Charlene auf ihren echten Schwanz. Am Nachmittag steht sie bei Dino-Mama Franny und der Dino-Oma in der Küche, um sich noch einige Tipps geben zu lassen. Mach ich nicht. Sieht das gut aus? Sehr gut, mein Kind. Echt wahr? Um 7 werde ich nämlich abgeholt und bis dahin muss ich gelernt haben, mich damit richtig zu bewegen. Also wenn man einen Schwanz hat, muss man am meisten aufpassen, wenn man sich umdreht. Mama, beim Laufen, soll ich ihn da hin und her schwingen oder ganz cool nachziehen? Anständige Mädchen schwingen nicht. Dann gefällt das den Jungs. Nein. Sie sind ganz wild darauf, meine Süße. Mutter, bitte. Ich will ihr bloß erklären, was Sache ist. Und ich will ihr erklären, was ich gehört. Willst du etwa, dass er eine vertrocknete Jungfer wird? Mein Liebling, schwing ihn ruhig ein bisschen, bis du verheiratet bist. Dann kannst du damit aufhören. Verstehe. Hallo. Oh, hallo, Papa. Ja. Hallo, mein Schatz. Wir bereiten Charlene gerade auf ihre erste Verabredung vor. Willst du ihr noch einen Rat geben? Verabredung? Papa, meinst du, ich soll ihn lieber schwingen oder einfach hinterherziehen? Er soll sich nämlich in mich verlieben, aber er soll sich nicht einbilden, dass ich irgendwas will. Er soll mich schon zum Essen einladen. Aber er soll auch nicht auf dumme Gedanken kommen. Papa, du bist ein Mann. Wofür bist du? Schwingen, hinterherschleifen oder was? Verabredung? Oh, das ist für mich. Ach, Liebling. Unser kleines Mädchen hat heute die erste Verabredung. Warum sagst du nicht gleich, dass wir Großeltern werden? Mutter, Vater, das ist meine Verabredung. Amadino. Hallo, Amadino. Hallo, Frau Sinclair. Da sieht man doch gleich, wo Charlene ihre gute Figur her hat. Oh. Und das ist mein Vater. Freut mich. Ich kann Ihnen versichern, Ihre Tochter ist bei mir in allerbesten Händen. Das will ich auch hoffen. Tja, ich glaube, dann können wir wohl gehen. Moment, wo willst du mit meiner Tochter hin? Ach, wir wollten nur Rippchen essen gehen, Papa. Rippchen? Die kann man sich doch bringen lassen. Wir können doch hier bei uns essen. Ah. Warum sollen sie woanders hingehen? Wir Wozu? finden aber, dass Ausgehen mehr Spaß macht. Spaß? Genau. Ihr wollt Spaß? Aber den gibt's doch auch hier. Wir haben den Fernseher, wir haben Spiele. Mom. Du, geh doch schon mal in die Küche und ruf Brunos Rippchenservice an. Wird gemacht, Fred. Ich zahle Amadino. Das geht alles auf meine Rechnung, Kinder. Aber Mama. Los, verschwindet schnell. Amüsiert euch gut. Danke, Mama. Sie sind ein Juwel, Frau Sinclair. Bis dann. Wiedersehen. Du bist viel größer als mein Bruder Robbie. Allerdings. Bin ich Dino stark.
Da bin ich wieder, kann sofort losgehen. Und seht mal, ich habe schon die Spiele mitgebracht. Siehst du, Franny? So läuft eine richtige Verabredung. Eltern und Kinder gemeinsam. Wo stecken die Kinder, Fran? Als Dino-Papa Earl bemerkt, dass seine Dino-Tochter das Haus mit ihrem Freund verlassen hat, läuft er zornentbrannt in die Küche und stopft sich vor Aufregung den Bauch mit Essen voll. Reingelegt. Reingelegt von denen, die ich am meisten liebe. Zuerst von meiner Tochter, die einfach einen Schwanz bekommt und sich damit ins Nachtleben stürzt. Und dann von meiner Frau, meiner Franny, der Oberbetrügerin. Schickt mich aus dem Zimmer, damit ich Rippchen bestelle, während meine Tochter sich heimlich verdrückt. Doch der absolute Gipfel ist Bruno. Der macht die mickrigsten Rippchen weit und breit. Hab 300 gegessen und trotzdem abgenommen. Jetzt läufst du schon die ganze Nacht rum. Du, mit dir rede ich kein einziges Wort mehr. Hast unschuldige Rippchen dazu benutzt, mich reinzulegen. Du hast doch gewusst, dass Charlene eines Tages erwachsen sein wird. Es geht nicht um Charlene. Es geht mir nicht um das Kind. Ich mache mir nicht die geringsten Sorgen um meine Tochter. Ach, Frannylein. Gestern war sie noch mein süßes kleines Mädchen und heute ist sie plötzlich eine vollreife Tomate. Und das macht dir Angst? Mir macht überhaupt nichts Angst, Fran. Ich bin der mächtige Megalosaurus und ich bin der König meiner Familie. Oh, Franny, ich weiß nicht, wie ich der Vater eines Dino-Teenagers sein soll. Das schaffe ich niemals. Aber du bist ein wunderbarer Vater. Ach, das war ich vielleicht, als die Kinder noch klein waren und auf meinem Schoß gesessen haben. Das ist vorbei. Sie sind keine kleinen Kinder mehr. Und auf meinem Schoß ist auch kein Platz mehr für sie. Ich will doch nur mein kleines Mädchen wiederhaben. Ich will, dass sie mich immer noch braucht. Ich will sie umarmen, ihr Geschichten vorlesen, sie einfach lieb haben. Hallo, Papa. Wo zum Donner bist du gewesen? Wenn du dir einbildest, dass ich von nun an jede Nacht aufbleiben werde und mir Sorgen um dich mache, hast du dich aber gewaltig geschnitten, mein Fräulein. Das kannst du vergessen. Das war ein für alle Mal deine letzte Verabredung. Das ist mir ganz recht. Dann sind wir ja beide einer Meinung, hm? Ja, das sind wir. Was? Ja, weil ich in meinem ganzen Leben noch nie so beleidigt worden bin. Oh, Moment, was hat dir dieser Kerl getan? Er hat mich sitzen gelassen. Ich breche diesem Kerl sämtliche Rippchen im Leib. Er hat ein Mädchen gesehen, dessen Schwanz größer war und ist mit ihr abgezogen. Ich musste allein nach Haus gehen. Oh, weißt du, mein Schatz, in so einer schwierigen Situation wie dieser... Ja? Ist deine Mutter immer für dich da und weiß, was man da sagt? Liebling? Gute Nacht. Mama! Mama! Charlene, warum hast du nicht einfach angerufen? Ich hätte dich doch abgeholt. Ich dachte, wenn ich zu Fuß gehe, schläfst du schon. Doch, du hast gewartet. Aber natürlich habe ich auf dich gewartet. Was glaubst du? Ich glaube, wenn das Ganze so läuft, werde ich nie wieder mit Jungs ausgehen. Nie wieder. Aber ja, das wirst du. Was? Hör zu. Dein Schwanz ist prächtig gewachsen und schon lädt dich irgendein Junge ein. Denkst du etwa, das ist der richtige Typ für ein Mädchen wie dich? Ja, finde ich schon. Das stimmt aber nicht. Die Natur hat mir einen Schwanz gegeben. Das heißt, sie hält mich für reif genug, selbst zu entscheiden. Meinst du dieselbe Natur, die uns auch Vulkane, Erdbeben und Höhlenmännchen beschert? Dieselbe Natur, die dafür gesorgt hat, dass meine kleine Tochter über Nacht eine junge Dino-Dame wird, die allein nach Hause läuft? Ich glaube nicht, dass die Natur weiß, was sie tut. Ich glaube, du brauchst etwas, das dich vor dieser Natur beschützt. Du meinst sowas wie einen Vater? Nein, ich habe mehr an so eine Art Maschinengewehr gedacht. Oh. Aber zur Not reicht wohl auch ein Vater. Und ich will dir mal was sagen, Charlene. Dieser Typ hat dich sitzen gelassen, weil er sich gar nicht für dich interessiert hat. Er hat sich einfach nur für deinen Schwanz interessiert. Wenn er dich nämlich kennen würde, würde er dich nie verlassen. Und wirst du jetzt auf mich aufpassen, Papa? Na ja, wenn du es unbedingt willst. Ich will's unbedingt. Ich wüsste nicht, was ich lieber täte, mein Kind. Na, wie war ich, Fran? Für nicht die Mama war es wirklich umwerfend.